Good morning! Friends! Oh mein Gott! Wie lang? Wie lang ist es her? Es ist schon viel zu lang her. 2 Monate! Mein letzter Upload war vor 2 Monaten. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, Jenna, du musst wieder mal ein Video rausholen. Ich habe auch immer richtig Bock zum Filmen, aber ich weiß einfach nicht was. Es ist einfach scheiß Corona, es ist eine scheiß Zeit. Und ich habe keine Ahnung, was ich filmen soll. Aber ich habe dort gedacht, bevor ich aufgewacht bin, jetzt nimmst du es wieder mal in die Hand und machst ein Video. Und zwar, das habe ich schon länger überlegt zu machen, 1 Tag lang kann Instagram entscheiden, was ich mache. Und was ich esse und was ich anlege und was ich machen soll. Ich schaue selber mega gerne Videos schauen und auch selber gerne mitbestimmen. Und bei mir, keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich werde ja etwa 5 bis 10 Minuten Zeit geben und ich weiß nicht, ob viel zusammenkommt in 5 bis 10 Minuten. Wahrscheinlich nicht, aber ich mache dann halt einfach das, was die Leute abgestimmt haben. Wenn es dann nur 2, 3 Leute sind, dann ist es halt so. Whatever. Ich würde sagen, wir starten das Video und let's go! So Leute, ich habe gerade meine erste Story vorbereitet. So zur Info, dass sie einen Tag lang entscheiden können, was ich mache. Ja, einfach, dass es nicht so random kommt. Und die werde ich jetzt posten. Und das erste, was ihr entscheiden könnt auf Instagram, ist, was ich anlege. Ich habe natürlich ein Favorite. This one. Das ist mein Favorite, absolut. Und ja, da ist die Hose nicht so bequem. Die habe ich ewig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch richtig sitzt und so. Aber der Pulli ist cozy, darum ja. Und das ist die Story. Outfit Nummer 1 oder Nummer 2. Und die werde ich jetzt posten. Werde etwa 10 Minuten warten. Und dann lege ich mich an. Also es sind 58 Leute meine erste Story angeschaut. Und das Resultat ist... Wow! Das heisst, ich darf mein zweites Outfit anlegen, weil ich mein Favorite Outfit ist. Ich habe jetzt meine zweite Story schon mal vorbereitet. Und zwar gehört zu meiner Wochenendsroutine immer, dass ich ins Sport gehe. Und meistens sind wir mit dem Velo, egal ob Winter oder Sommer. Und darum frage ich euch jetzt, ob ich mit dem Velo soll gehen in diesem Wetter. Ja, es ist nicht gerade das Schönste. Es ist recht neblig und kalt. Frage ich euch, ob ich mit dem Velo soll gehen oder ob ich mit dem Auto gehen darf. Irgendetwas sagt mir, dass ich mit dem Velo heute gehen darf. Aber wenn es so ist, ist es halt so. Fragt euch übrigens nicht, wieso da gelbe Streifen sind. Es ist eben gerade neu gemacht worden, mein Dachfenster. Und ja, darum sind die jetzt noch da. So, ich habe jetzt mein Outfit an. Und bin ziemlich happy, dass ich das anlegen darf. Ich habe schon meine zweite Story gemacht. Und zwar, wie ich ins Gym soll gehen. Mit dem Velo oder mit dem Auto. Die habe ich gerade gepostet. Und jetzt bin ich excited, was rauskommt. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ich habe jetzt glaube ich nicht ganz 10 Minuten gewartet. No! Oh mein Gott, das ist mega knapp. Also nicht mega, aber no! Wieso? Danke für nichts. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Velofahren, ich gehe gerne Velofahren. Und ich mache es zum Teil auch wirklich im Winter, wenn es kalt ist. Aber wenn es Nebel hat und... egal. Hier ist durch. Und die Sonne drückt. Also vielleicht habe ich Glück und die Sonne kommt. Vielleicht im Heimgehen, wenn ich wieder heimgehe. Meine Tasche ist gepackt. Ja... Genau, ich gehe noch mal schnell schauen, ob sich das Ergebnis jetzt geändert hat, aber ich habe eigentlich gesagt, wenn ich einmal drauf schaue, dann zählt das, was ich das erste Mal gesehen habe, was mir anzeigt. Yep, es ist immer noch auf Velo. Also würde ich sagen, ich nehme meine Tasche und schwinge mich auf das Velo und dann, ja,
tue ich losradeln. I'm finished with the workout. Ja, sieht ziemlich gut aus. Ich bin jetzt knapp eine Stunde, glaube ich. Yes. Eine Stunde da. Ich habe etwas trainiert und ja, ich gehe jetzt wieder heim. Nachher gibt es zum Mittag. Und natürlich könnt ihr wieder entscheiden, was ich esse. Ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder heim. Für etwas ist die Maske gut. Also im Winter muss man nie kalt haben. So, ich bin jetzt gerade mein Brot am Toasten und mein Spiegelei am machen. Und schauen wir nochmal rein, wie es jetzt aussieht. Aha, 51 zu 49. Ich werde jetzt sicher das vorbereiten und nachher fooden. Und wenn ich noch Hunger habe, was so obviously wird der Fall sein, ist noch mein Porridge. Yay! So friends, that's my delicious lunch. Ein bisschen verspätet, aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Insta-Story gezeigt habe, die ich jetzt gerade gemacht habe. Und zwar habe ich gefragt wegen den Geschenken, ob ich die jetzt einpacken und verteilen oder erst nächste Woche. Wir haben übrigens den 19. Dezember, also ich hätte noch Zeit. Genau. Und zwar schauen wir die jetzt gerade an. Oh wow, es ist wieder sehr knapp. Also 54% sind für jetzt und 46% für nächste Woche. Ich habe jetzt etwa 5 Minuten Loki gewartet, weil ich einfach keine Geduld habe. Jetzt habe ich noch nicht viel abgestimmt. Aber ich habe gesagt, wenn ich erst mal drauf schaue, das zählt, darum würde ich sagen, werde ich das jetzt einpacken. Dann schaue ich nochmal drauf. Und wenn es dann immer noch mehr Stimmen für jetzt ist, dann gehe ich es auch jetzt verteilen. Und wenn es dieses mehr ist, dann gehe ich es vermutlich erst nächste Woche verteilen. Aber ja. Guys! I'm almost finished. Ich habe nicht ganz alle eingepackt, einfach mal sicher die ich muss. Also wo für meine Freunde und so sind. Familiäre Geschenke die kann ich auch nächste Woche noch einpacken. Und ich bin richtig kaputt. Oh mein Gott. Ich vergesse jedes Jahr wieder, wie streng das eigentlich ist. Also vor allem, wenn man es am Boden macht. Vielleicht wäre es auf dem Tisch schneller gewesen. Auf jeden Fall, ich habe eine Story gemacht und gesagt, wenn es jetzt mehr bei nächste Woche hat, dann bringe ich es nächste Woche. Eingepackt habe ich es ja schon. Und ja, also 54% sind für nächste Woche. Das heisst, ich bringe es nächste Woche vorbei. Und das nächste war wegen Make-up, natürlich oder Glam. Es sind ganz klar mehr für natürlich. That's absolutely amazing. Das heisst, ich werde mich jetzt ready machen und ja. So friends, mein Make-up ist done. Ich hoffe, man sieht es. Auch nicht. Genau. Jetzt, also was heisst mein Make-up? Eben, natürlich Make-up. Ich trage allgemein eigentlich nie Make-up tragen, sondern den Concealer. Aber jetzt habe ich genau die Augenbrauen gemacht und die Augen. Und ja. Jetzt, meine Freunde, geht es für mich zu meiner Freundin, nämlich zu der Rahel. Die kennt ihr schon vom Lausanne-Video oder vom Hamburg/Berlin Roadtrip-Video. Genau. 4, also zwischen 4 und 5 haben wir glaube ich gesagt. Genau, ich packe jetzt mal meine Sachen. Ich glaube, ich werde jetzt keine irgendwie Abstimmung, heilig, keine Abstimmung mehr machen auf Insta. Ich weiß nicht wieso, ja, vielleicht kommt mir etwas hin. Melde ich mich nochmal, aber ich packe jetzt mal alles zusammen
Oh, jetzt ist mir etwas zu sehen gekommen, ich weiss es. Und zwar mache ich eine Abstimmung. Ich gehe natürlich nicht mit diesen Kleidern, weil ich könnte ja cozy angelegt sein. Darum lasse ich wieder abstimmen, welches bequemes Outfit also welche Jogginghose und was für so Teile ich anlegen soll. Und genau, das wird meine nächste Abstimmung. Dann packe ich alles zusammen und dann mache ich mich auch schon auf den Weg zu ihr. Yes! So, Friends, die Sachen sind gepackt und jetzt gehen wir mal schauen, welches Outfit gewonnen hat. Yes! Outfit Numero 1 hat gewonnen. Ich würde sagen, ich fitte mich jetzt gerade dort rein und dann geht es auch schon los. So, ich bin jetzt in meinem Outfit und ja, mache mich jetzt auf den Weg zu der Rahel. Ich freue mich und ich nehme mich selbstverständlich mit, weil es gibt sicher vieles oder auch mal ein paar Sachen, die wir heute Abend noch entscheiden können oder wo ihr besser gesagt könnt entscheiden. Und genau, darum geht es jetzt los. Hi! So Leute, ich weiss, wir dort während dem Autofahren nicht filmen, aber ich mache es gleich. Ich habe es gut positioniert und ich tue mich nicht ablenken lassen. Ich habe es schon mal gemacht und das Video habe ich nicht hochgeladen, weil das war eigentlich absolut cringe gewesen. Vielleicht werde ich auch die Szene nicht einblenden, da weiss ich noch nicht. He? Mal schauen, ich hoffe, sie hebt und let's go! Ich habe, seit heute ist irgendein Wackelkontakt bei meinem Dings. Ich habe nicht eine Bluetooth-Verbindung, sondern über Kabel und das Kabel hat seit heute Wackelkontakt. Ich finde es sehr nice. Nein, genau das lassen wir. Talk about anything. Wieso bremsen da wieder vorne? Hä? Frag mit ne Molito jeden Tag Domingo. You shut me down, you like the control. Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer. Zwischen Deichmann, Victory und Treasure, Louis, Fanny, viele. Was geht ab, bro? Weiß Bescheid, Berlin lebt. Jackie, Cola, Zierfahrt, Comeback. Gestern Monatskarte, heute Privatjet. Hotelzimmer, Full Viper, Mercedes, Oldtimer. Window, and your knees can't ride. Sieht schon witzig aus. Maybe you're like talking too much about yourself. I know you like this. When you broke me first. I work my ass off, but I still can't pay it though. Wir sind am Parkplatz. Okay, muss uns bessere. Ich wünschte, ich hätte gerade die eine gekommen. Ist das auch normal da hinten? Könnte ich noch rein? Ich glaube schon. Und ich kann mich gerade wieder rausflitzen. Oh, ich schreibe ja, aber der hat Autos verkehrt, nicht? Wow, Guys, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich gerade bin, aber ich habe einen sehr guten Parkplatz, weil jetzt kann ich hier wieder gerade rausflitzen. Schaut auch das an. Seht ihr es? Perfekt. Da kann ich hier gerade wieder rausflitzen. Nice oder nice? So, Friends, ich bin jetzt bei dieser hier angekommen. Wieso willst du mich heim? Hä? Genau, wir haben den Weihnachtsbaum geschmückt. Sehr schön. Und jetzt haben wir eine neue Story gemacht. Und zwar Burger King oder McDonald's. Richtig gesund, ich weiss. 69.
2,31 für McDonald's. Also wir haben uns schon denken, dass die meisten für McDonald's sind. Von dem her, ja. Aber wir gehen jetzt zuerst zu mir heim. Noch ein bisschen Gesichtsmaske holen, Make-up und Sims. Wir haben mega Lust auf Sims. Und genau. Fragt euch nicht, wieso ich so rot bin, ich weiß es nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los und dann melde ich mich später nochmal. Friends, wir sind daheim angekommen. Wir sind jetzt gerade zu mir gegangen, sind Sims geholt, den Laptop, Beauty-Sachen und dann sind wir... Moment, muss ich natürlich Dings zeigen. Die Auswertung, ich nehme noch nicht so krass. 62 für Mac und 38 für Burger King. Das war ja offensichtlich. Das heisst, wir sind in Mac gegangen. Willst du uns die lustige Story erzählen oder soll ich es erzählen? Also, wir haben uns 3 Burger geholt, Pommes. Da haben wir gedacht, irgendwie Chicken Nuggets wären schon geil. Sind wir nochmal in McDrive gegangen, haben wir bestellt 9 Chicken Nuggets mit Soße und dann haben wir gezahlt, alles easy. Dann haben wir geredet, aber ich war abgelenkt, wenn wir geredet haben. Und nachher bin ich auch vorbeigefahren und nachher sind so Chicken Nuggets und ich so «Scheisse, ja!» Und nachher mussten wir rückwärts zurückfahren. Ich hätte vorher aussteigen, weißt du? Ja. Aber zum Glück ist gerade kein Auto gekommen. Und dann sind wir in Wala, also so dumm. Auf jeden Fall, ja. Hella excited for that porn food. Und ja, richtig geil. Das wollen wir uns jetzt schmecken lassen. So Leute, da oben neigt sich zum Ende zu. Wir haben die letzte Insta-Umfrage. Und zwar, welchen Film das wir schauen sollen. Oha! Es ist 49 zu 47. Für Horror und Komödie. So. Horrorfilm oder Komödie. Und weil es so ein knappes Ergebnis ist und wir keine Lust haben auf Horror, schauen wir einen lustigen. Du hast keine Lust auf Horror und hast Angst, weil ich einschlafen könnte. Ja, genau. Schauen wir jetzt eine Komödie. Sind jetzt gerade da noch ein bisschen am Zocken. Und haben vorher gerade unsere geilen Brownies gemacht. Schau, ich kann sie besuchen. Halleluja. Wer gehst du besuchen? Die Nachbarn. Geil. Guys. Die tun wir jetzt gerade verschmausen mit unserem McFlurry, den wir gekauft haben. Und dann, ja, schauen wir den Film. Würde ich sagen, peace out.